Lieve mannen, van der je dat am junt. We willen dat thema behandelen. We kunnen maanwertig zijn früh live haben. Dat is al zeer opvallend dat in het Nieuwe Testament dreimal ganz klar geschreven staat, je mannen, je zullen je frühes live haben. En dat deed de Bibel niet van ungefähr, dat deed hij niet mooi goed zo, weil dat is dan ganz sicher een groot deficit, dat is een groot probleem, dat we mannen dat niet van alleen doen. Dus wij moeten de Schrift ons dreimal hiereinander erop verwijzen, weil ons dat absoluut niet van alleen komt. Dat wil ons immer aufklappen, zodat we niet onze frühe leven als ik dat gehoord. Wir lesen in 1. Thessalonicher 4, Vers 3, und vor allem, weil ich nicht bloß 4 lese, da steht ganz klar geschrieben, jeder Mann soll seine Frau mit Respekt und mit ihr zu gewinnen sehen. Ich werde das nochmal wiederholen. Jeder Mann soll seine Frau mit Respekt und mit ihr zu gewinnen sehen. Was bedeutet gewinnen? Ich habe dort lang auch so gedacht, dass die meisten Männer, wenn ich dann in der Schmalzeit eine Frau gekriegt habe, und dann habe ich Chance gehabt, dann habe ich sie gewonnen. Und dann ist die Sache aufgehört. Aber hier steht geschrieben, wie soll die gewinnen sehen, und das bedeutet ganz das Leben lang. Nicht bloß, bis wir einmal Chance gehabt haben. Und ich möchte Ihnen ein sehr stark im Herzen leiden, die haben viele Frühes gefragt, was ist Ihre größte Enttäuschung, wenn Sie Chance gehabt haben? Dann sei dem eigentlich rein alle, kriegt das. Ich dachte immer, ich wäre der Mittelpunkt von meinem Mann, der hat in der Schmalzeit kein Hindernis gescheut, mich abzusetzen, mich zu föhnen, Mensagen zu schreiben. Und nur die Chance hielt das rein alle ab. Das ist eine sehr große Enttäuschung für sehr, sehr viel Frühes. Und der Chef sagt uns doch so klar, wir sollen nicht abhören, den Versuch zu gewinnen. Und dann steht auch noch im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 29, der Mann soll die Frau ernähren und pflegen. Das Ernähren fällt uns Männer überhaupt nicht schwer. Wir schmieden uns sehr gerne in der Arbeitswelt an, wir haben große Pläne und große Projekte und greifen das gerne an, merken auch sehr leicht Überstunden, das Geld ist überhaupt nicht ein Problem verdient zu bringen, für die meisten wenigstens nicht. Aber das zweite Wort, das war also leicht um den Tisch fallen. Hier steht geschrieben, wir sollen früher auch pflegen. Was meint pflegen? Das Wort in der Schrift sagt eigentlich, wir sollen unsere Frühes warm halten. Das ist eigentlich Sinn, verhüllen ist eine Mutter, die ihr kleines Baby, die ihr kleines Kind, was sie auf den Schoß nimmt, in warm hält, und wirklich sich zärtlich mit am angeht und sie am dem bekümmert ist und mit ihr Raum schmeichelt, sozusagen. Und das kann auch irgendwann in einer Überdach sein, die vielleicht im Arm auf der Schillerlei auch in der Öffentlichkeit. Ich habe hier ein Zeugnis von einer Frau, die sagt mal so was von ihrem Mann. Wenn wir zum Beispiel rausgehen und irgendwo essen, das kann auch im Restaurant sein, und er sich dann der Strehlehne das in seinen Arm an meine Schulter legt, das tut sich mir sehr, sehr gut. Weißt du, was das für mich bedeutet? Das bedeutet so viel. Er sagt, das ist meine einzige Frau, was ich liebe, meine ganz wertvollste Frau, und die gehört mir allein. Er ist stolz darauf. Und die Frau sagt, die kostet nicht weiter, wie geht sich mir das tut. Und eine andere Frau sagt, als der Mann seine Hand auf Marie lädt, das bedeutet für mich so viel, alles ist in Ordnung. Die Frau haben ja mit so viel Unsicherheit und vielleicht Ängste und unsichere Gedanken und Gefühle zu tun. Wenn dann der Mann eher beschwichtigend sozusagen die Hand auf Marie legt, dann kann sie entspannen, kann durchatmen und sagen, okay, ich weiß, es ist alles in Ordnung, ich habe hier einen sehr starken Beistand, der wird mir helfen, wenn ich in Angst bin. Ich weiß nicht, ob ich das Wort Kavalierismus einmal gehört habe, aber
Auf Englisch sagt man von Gentleman. Auf Plattdeutsch weiß ich meist nicht, was das für ein Wort gibt, aber ein Mann, der sehr leiftulich und sorgfältig nach seine Frau checkt, würde ich mal so umschreiben. Das Wort habe ich auch lange meist nicht verstanden und begriffen, und du hast auch meine Frau wahrscheinlich das Leben ziemlich schwer gemerkt. Weil ich habe immer die Anstellung, alles, was die Frau selbst tun kann, im Haushalt oder im Auto oder unterwegs, dort lässt die mal selbst tun. Wenn sie aber um eines, zum Beispiel Reifen patchen oder das Auto reparieren, dann sie echt gefragt. Alles andere, das kann sie selbst tun. Du wollt ihr gar nicht heran rennen und noch irgendwie behalten anbieten. Aber ein wirklich guter Cavaliero, so was die Bibel das eigentlich auch haben macht, ist einer, der sich viel Gedanken um seine Frau macht. Der Chef sagt sogar, dass Jesus Christus bereit wäre, für seine Gemeinde zu sterben, so ist auch der Ehemann bereit, für seine Frau zu sterben. Meine Frau hat aber gesagt, das hält mich nicht viel, wenn du am Graf nicht gehst willst, dann habe ich keinem nicht, was mir beisteht. Aber was bedeutet bereit sein zu sterben? Das bedeutet, dass ich mir eben sehr viel Gedanken merkt, als meine Frau das wirklich scheint. Ich traf einmal einen Mann im Super, als ich beim Einkaufen war, und dann fragte ich, na Isaac, wie geht das? Dann sagt er, nu würde du noch freist, jetzt mir das viel scheiner. Und diese Frau, die hat auch an so frühes Geld. Die hat verken, über Tag, wenn er nur fragt, wie geht das? Und dat de antwoord die best wirklich besagt haben, dass das scheint geht. Und wenn das irgendwo dann Trouble gibt, dass sie dann sagen, wir wollen uns hanzaten, wir wollen mal darüber reden, wir wollen das alle regeln. Das ist, was eine Frau sehr gut hat. Also, dass der Mann immer darauf bedacht ist, das Leben zu erleichtern. Dann will je eine Frau haben, was sich auch leicht in der Führung und ordnen kann und sich leicht jünd anschließen kann, sich von jünd leiden zu lassen. Was bedeutet Gedanken merken über Früh? Das bedeutet nicht bloß, wenn ich mit ihr rede, sondern auch, wenn ich auf der Arbeit bin. Dass du vielleicht gerade beim Feuerspärzen bist und du machst immer Tüß an deine Früh denken und sagst, nee, wow, das fällt mal mit warten lassen, ich will mal Tüß anreppen sein, was sie gerade tät und was geht. Und dann kann ich wieder arbeiten. Oder du bist beim Auto reparieren, oder hier weiß. Warum nicht mal zwischen Mensage schreiben oder ein bisschen anreppen? Du bist einfach so von dem Gedanken angenommen, dass das scheint geht, dass wird kriegt, dass du einfach nicht anders kannst, du machst deine Arbeit und brechen. Ich bin mir ganz sicher, dass wird deine Frau sehr gut tun. Dann wird sie sich geläuft fühlen. Und wenn du diese Gedanken auch kurz an den Kerzenstag denkst oder an ihren Geburtstag und vielleicht in ihr Wesen Blumen mitbringst oder ein bisschen Schokolade, dort ist dann nochmal ein sichtbares Tätchen, dass du ihr Life hast. Die Blumen oder die Schokolade, so ist es, eine Früh beruhigen und beschwächen, das ist nicht der Halt, was sie braucht. Das ist nicht der Life, was sie braucht. Aber wenn sie sieht, du hast die viel Gedanken gemerkt und deswegen was mitbringst, dann ist das eine sehr feine Sache, was du tun kannst. Wir sollen auch für sich nicht einfach bloß ans Handsaten, wenn wir mal in ein Haus kommen, die sind vielleicht Einkaufen gefahren. Was tut ein Mann, wenn er Haus am Hafen abkommt? Der geht vielleicht, sagt sich da, kavriert sich dem Terrere, lässt sich den vielleicht auch noch bringen und fängt an Terrere zu trinken, während der früh noch das Auto getrieben hat und weit nicht mit den Kindern am Rieten hat. Warum wusste nicht er zu Hand kommen und helfen, uitriemen, bij alle zich tegelijk doelzaten kennen. Wieso wusste allein lang al doorzetten en er nog no paren dat ze zich später zullen aan te komen om te redrinken. Eensje zijn ook zeer eindelijk beim Wegfahren. Die zaten al am Auto en die früh heeft naar allerhand Tjenjerei te merken en Sachen te pakken. Aber der Mann, die erst noch nicht gut zu sein, zat dan am Auto en fängt vielleicht noch sogar an te piepen. Nog te paar spuitjen mollen ze. Wieso wusste nicht uitstehen, Frau, leifste früh, wo kann ich noch beifoten? Wo hast du noch Sachen, dass das was erledigt worden hatte, dass das böse gehen kann? Also es ist eine feine Sache, nicht
all zetten während de früh noch einmal ranemacht. Dat je alle Typ dort anpacken und je ihn tegelijk aanzetten en tegelijk Pause merken. En de andere Sache ist auch, ich einmal krijg eine Schmartit, dann sagen wir unsere Früh, es wäre weit wo alle Wege herangerannt, nicht so? Das kann nicht zu blattig sein, das kann nicht zu kalt sein, das kann auch nicht zu weit sein. Aber wir haben immer eine Idee, wie wir da erreichen würden und wie wir da hinkommen. Und nu soll die Früh uns immer heranrennen und fragen, wenn ja, würden wir uns mal Zeit nehmen zum Spazieren. Der doch mal war uns so benehmen aus einer Schmartit. Das ist uns einfach ein Schlätel und die Früh fühlt sich wunderbar geläuft von Jünd. Die haben einmal sehr viel Frühes gefragt, was fing je an jene Männer so antragend? Und die Frühes haben 3 einfache Sachen gesagt. Sie mochten, dass der Mann immer war mit ihren Witze merkt, weil es nicht früher auf einmal so leicht, sorgenvolle Gedanken. Wenn der Mann das im Bett mit einem Witz ablesen kann, dass der so geht. Sie mochten auch, dass der Mann irgendwas im Haus reparieren kann. Dort fällt uns Minister ja auch schwer, da haben wir einen großen Vorteil. Und das andere ist, sie mochten, dass der Mann hier mit den Kindern spielt. Nicht bloß mit den Großen, auch mit den Kleinen, auch mit den Babys. Wenn die in Hüschen von der Arbeit und sagen, wo sind unsere Kinder alle? Nu wollen wir mal uns gescheit miteinander austauschen oder spielen. Bitte früh dann auch wieder Zeit haben, sie können ja dann vielleicht Sachen nachholen, was sie nicht können mit allen kleinen Kindern. Das ist ein Ausdruck von viel Leuten, die früh gehen. Dann sagt hier uns der Kolosserbrief auch, wie Männer, wir sollen nicht besser gehen, als sie früher sind. Woran, wo wir Männer vielleicht nervös und kalt angebunden und vielleicht sogar besser gehen, als sie früher sind. Wir sind ja immer bitte in der Arbeitswelt. Und habe viel Informationen und habe viel erlebt. Und die Früh sind immer bloß Tüß und kriegen lang nicht sehr viel mit. Und wenn wir dann in Haus kommen, dann kommt uns da manchmal so viel aus, wenn die Früh mit Säure, Aschel und Kinder Frauen haben. Dann waren wir nervös und kalt angebunden und wurde hastig oder euren sogar überehrt. Das soll nicht sein. Und wenn du mit einer Früh irgendwas musst bereden, dass du nicht bloß Befehle utteilen, mal und dreimal und gomal und weiß nicht, was das ein kleines Kind behandelt, sondern respektvoll, Frau, weißt du mich nicht das und dort holen, oder Dankschein und Bittschein sei, dass das eine feine Angewohnheit, die soll wie alle gut beherrschen. Meine Frau sagt die Schrift, es mir auch beigegeben worden, zu mir beraten. Ne früher haft es so gehen, wenn du über all deine Projekte und deine Pläne, auch dort, was du mit dem Geld anstellen wirst, da ich rede das. Ich habe also manche Dummheit können verbeten, weil sich da mit meiner Frau da ich rede, und die haft das Dinge angewiesen, was mir gerade absolut nicht würde gekommen sein. Und das ist sehr hilfreich. Das muss wir utnutzen, das muss wir schaffen. Wenn Gott uns so eine wunderbare Früh gegeben hat, der kann uns an viele Sachen guten Rat geben. Nutzt das ut, trägt ihr immer wieder an als Rotgebern nach. Und wenn die früh Schwierigkeiten habt, vielleicht habt sie sogar Kopfweh, dann ist gut immer bloß eine einfache Lösung, dass der Mann sich das vorstellt, was halbe det, und dort sie sich geläuft fällt. Wie Männer sind sie klappatig, würde ich mal sagen, ich würde sagen, hast du dann mal eine Kapelle angenommen, dann ist die Sache beigelegt. Aber in Wirklichkeit wollen sie bloß mal sich ausscheren, sie wollen mal reden miteinander, sie möchten bemitleidet werden. Und das tut ihr dann gut. Auch wenn du selbst Troubles hast, wenn du selbst vielleicht große Ängste hast, wenn du selbst Dinge bedürfst, die über dem Kopf waren, die das Leben schwer merken, ist es wichtig, dass du anfängst mit deiner Früh darüber zu reden. Lass deine Früh an dein Hort nachdenken, was geht in die Fair. Dort ist wirklich eine große Hilfe, nicht bloß für die, auch sei selbst, falls sich dann ernst genommen, falls sich geläuft von die. Und was uns zum besten oder das Wichtigste ist, komm je dorthin, taub die Bibel zu lesen und jünt ihr ein bisschen auszutauschen, was Gott von jünt haben will, und taub zu beten. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache, um jene Leute zu stärken aneinander.
Christus, wir mit seinem Vater ganz eng verbunden. Er muss immer und immer weiter mit anderen reden. Und so ist es auch unsere Verbindung zu Christus. Dort wird der Leib zu der Früh und die Früh der Leib zu dem Morgen. So stark. Lest mit der Früh gemeinsam die Bibel und bet mit ihr regelmäßig. Nicht bloß dann und wann, sondern jeder Tag am Leisten. Das ist eine große Halt, eine große Qual für jene Leute. Was noch sehr fern ist, wenn je all das Gute, was die Früh für jünt, für die und für die Kinder tät, loben dürfen. Wenn je das vielleicht auch sogar abschreiben würde. In der Sprüche steht, Kapitel 31, 28 bis 29, die Jungs, ihre Sehens, die stehen ab in seinen Stall bei ihrer Mutter. In dem Mann, was er auch da steht ab, in Luft mit so viel Wied. Schwenklich viel Wied steht hier geschrieben. Du sei wie Mann manchmal so dreig, wie sein Stall, wenn alles gut rennt, dann sei wie Stall. Aber die Schrift sagt, wir sollen ausdrücklich loben, wir sollen ein Wied futtern. Und was sagt das Mann? Der sagt, dass ihr habt viele Gute in Tüche frühs, aber die übertrafst die rein alle. Die beste, die beste, gradste. Für mich gibt es keine bessere Früh auf der ganzen Welt als die. Habe ich auch gemeint, wo der Mann abgestoßen ist? Der ist vom Dash abgestoßen. Und was bedeutet das? Das bedeutet, die Früh hat am sehr schönes Eten gegeben. Ich weiß es noch sehr klar, als wir uns anfangen zu befreien, dann war die Fuß ein bisschen dicker. Wie wir geht, Dächer fördert. Die Früh ist mäßig, daran schönes Eten zu merken. Und das soll wir endlich sein. Wie viele uns von unserer Früh sehr geläuft, wenn die uns Lieblingseten merkt, das Eten merken, was uns am schönsten schmeckt. Aber in der Früh fällt sich sehr geläuft, wenn die viel schmeichelhafte Wied hat vom Mann. Wir Männer sind ja immer am besten misstrauisch, wenn uns wer schmeichelt, dann bedürfen wir die wel uns irgendwie hinter Licht führen. Aber bei der Früh kostet niemals übertrieben. Das ist eine ganz interessante Sache. Und auch die Prediger Salomo sagt, im Hohen Leid, im Leid von der Leib, sagt er ganz klar, meine Früh ist das eine Reus, mang Speckers, mang Strux. Stell dir das mal vor. Seine Früh ist für ihn so wertvoll, dass alle anderen Frühs rundum eigentlich bloß das drei Strux loten. Ein anderer sagt mal, wenn ich meine Früh sei, dann sagt er wirklich ein schmacke Frau, bunte Frau durchstehen. Und der andere sagt bloß schwarz-weiß klierig. Das interessiert ihm nicht, das trägt ihm nicht. Diese Sätze dönen die Früh unendlich gut. Ich möchte mal ein paar verlesen. Die wirst vielleicht her sagen, wenn ich noch einmal gelernt habe, frisch zu früh, würde keine andere Früh sein als du. Ich würde die frisch nehmen. Oder wenn du sagst, läufst du früh die beste Einzige, was ich mit meinen Jahren werden will. Ich will mich nicht an andere Frühe gehen lassen. Die bist sehr hübsch an meine Jahren, die ladet Geschmack. Und die sollst das Leben, will ich dir doch sagen. Und du will ich meine Jahren allein anwerden. Und die bist auch die Einzige, wo ich mich zärtlich mit Nodre will, der will ich leiftülich behandeln. Und die sollst ganz ruhig der sein, ich will die treu bleiben, bis dem Tod. Diese Satz möchte ich nochmal sagen, da ich hier nicht bloß abgekast haben, sondern immer und immer weiter, ein paar Mal den Tag oder ein paar Mal den Weg, ist nicht zu viel, die Früh kann sich nicht so an die Sätze hören. Und zuletzt, läuft am Morgen, möchte ich noch auf einen Punkt der Rede kommen, durch Lieder sehr viele Ehesteuer. Was ist dort? Das ist die Sache mit der Versöhnung. Wenn ein Mann und eine Frau einen kleinen Trouble haben, dann geht das manchmal mit der Wied ein bisschen hünscht her, ein bisschen rüppig hin und her. Und das gibt Spannungen. Und wenn der Mann sich ausgeschaut hat und die Frau vielleicht nach seiner Meinung mal begriffen hat, was er sagen will, dann beruhigt er sich und geht nach seiner Arbeit. Aber die Frau kann das nicht. Die Frau hat Bernadette und Anfried, sie hat das Gefühl, der Mann hat seinem Hort rausgeschmissen, der hat das Gefühl nicht durchbüten, der hat mich nicht mehr erlaubt.
Du hast keine Openheit mehr, sich zu begegnen, keine Nähe, die früh fühlt sich allein gelassen. Das ist ein bisschen, wenn ein kleines Kind wird, weit bitte am Weg einfach vom Auto raufsatt und fortfahren. So einsam fühlt die früh sich dann. Wenn die Mann in der Früh also sich auch manchmal für einen karten Moment da waren, dann sind sie vielleicht auch tief enttäuscht und fühlen sich verloren. Und in so einem Moment, weil die Früh immer war, vielleicht ab der Thema zu reden kommen und sagt, tja, wir uns nicht ut sein. Ja, der Mann sagt, warum nicht? Für mich ist die Sache halb leicht. Wir haben uns die Meinung gesagt, jetzt vor dich. Und ich glaube nicht, dass ich die 10 Gebote gebrochen habe, um Vergebung Frau, das ist hier auch nicht nötig. Aber für die Früh ist das sehr wichtig. Warum würde ich nicht hingehen und sagen, mir die Leute, die ich mit Hühnchen Lüden mit dir geredet habe? Ich bin ein bisschen sehr hastig, ich bin eidelig. Ich habe sogar ein bisschen mit der Hand hergedreht, als wenn ich die vielleicht mal ein Welle verhebe. Und das ist für die Früh sehr beängstigend. Das ist für er eine große Unsicherheit, was das dann auslösen wird. Und dort kann sie mit der Gefühle meist nicht verarbeiten. Manchmal war wir Männer auch sehr nervös, wenn die Früh von ihr schimmer, vielleicht auch viele Jahre trägt, vielleicht sogar aus der Schmerzzeit nach einer Sache Rede bringt, wo ihr dachte, dass wir alle Bier leicht. Dann denkt mir so, die Früh kann nicht verjeten. Die Früh will immer wieder alle Sachen rausholen. Aber das ist nicht dort. Sie will bloß gewiss sein, dass du ihr wirklich lief hast. Und das wird auch dann gut sein, zu sagen, läufst du früh. Ich weiß das, ich habe mich damals nicht ferngenommen. Wirst du mir das verzeihen? Weil wir nicht auf den Weg gehen. Hier ist meine Hand, ich rede die, komm, ich würde die mein Hart anladen. Wir wollen gemeinsam den Weg fertig gehen. Und dort ist eine ganz wichtige Sache. Die Männer, wenn das mal ein bisschen ruppig gegangen ist, sagt nicht bloß, ach, weil wir es verjeten. Das wäre nicht so schlimm gemeint, als ich das hier. Eine Früh kann das nicht verjeten. Das muss ich mal ganz klar weiter. Das ist ganz wichtig, dass du sagst, bitte verzeih mir, vergesst mich, ich will die nicht weiter, das hat mir leid, dass ich das aber getan habe. Und so kann ich dafür sorgen, dass die Früh waren ein Leben begegnen können. Das braucht für uns sehr viel Demut. Wir Männer sind sehr stolze Menschen. Das hat Gott uns leider auch sehr angelegt, aber das ist wichtig, dass wir uns auch einmal gerne demütigen und uns zustehen, dass wir die Früh schlecht und nicht gut behandelt haben. Vielleicht wird einer oder andere sagen, das habe ich eigentlich auch viel und viel gehabt und das jankert mir auch gehen, aber ich habe nicht die Kraft dazu. Da möchte ich die ein sehr am Hort legen. Komm mit deiner ganzen Schuld zu Jesus Christus. Der verjäft die du besteht, wenn du am du noch freist. Und die jäft die nicht hat. Und der wird die auch die Kraft geben, die früh in die Kinder so zu leben, als ihr Gott hat. Dann auf einmal kannst du das ganz genau ausführen, was ich hier beschrieben habe, weil das ist dort, was die Schrift sagt. Und ich möchte hinein dann hart legen, das ist ein Rotschlag, sie früh zu leben, in Respekt in ihr zu gewinnen, seht ihr, das ist nicht bloß ein Angebot, das ich auflehnen kann. Weil die Thessalonicher sagt in Vers 8, wer das verachtet hat, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der uns seinen Heiligen Geist gegeben hat. Was will er damit sagen? Gott will die nicht bloß allein lassen, er will die auch dem Kraft vom Heiligen Geist geben. Und er will die damit unterstützen, wenn du die mit aller Kraft und ausstreichen lässt. Bekehr die, komm zu Jesus, bekenn deine Schuld, lass dein Hart reinwaschen, und dann wird er die dem Heiligen Geist geben, dort auch zu denen, die eine frühe Sitte leben, als das wirklich braucht. Das würde mir ein großes Anliegen, ein Wunsch, ein Gebet sein, dass die dort hinkriegen, weil du mit wo ich selbst in großen Gefallen dienen. Weil die Schrift sagt, der früh ist mein Fleisch, und normalerweise, der wir uns Fleisch sehr aufmerksam und gut behandeln, dann wird uns das scheinen. Und dort sollen wir alle auch dienen. Weil wir nach Kart beten.
Gott am Himmel, du weißt, wer alles mit diesem Thema zu kämpfen hat. Du weißt auch, dass das für uns sehr schwer ist, dass wir Männer uns demütig kennen, wir sind so sehr stolz. Aber schenkt auch, dass wir uns einmal für die selbst für demütig kennen, dass wir uns reinigen lassen, uns nie das Wort schenken lassen, und so seine Wort von größten Schatz, die uns gegeben hast in der Früh, in der Kenia, was du uns anvertraut hast. Möchtest du doch in jedem, was sich da noch ausstreicht, helfen und beistehen, dass er deine Leute, deinen Beistand und die Kraft vom Heiligen Geist erfahren kann. Und dass seine ganze Familie ein wunderbares Beispiel ist dafür, wie du auch von der Welt des Menschen verändern kannst. Das bete ich in Jesu Namen. Amen.